Wie sieht Erholung für dich aus? Was gönnst du dir nach einer harten Zeit? Kannst du dir mal überlegen. Am liebsten Ferien, oder? Aber das ist nicht immer so einfach machbar. Die einen haben so ganz etwas Einfaches in ihrem Notfallset, nämlich Schoki. Ein heisses Bad ist so bei der einen Präferenz. Eine Massage. Wir alle haben so ein bisschen unsere Erholungstricks und Tipps, die wir anderen geben können, wie man das so macht. Bei längerfristigen Herausforderungen muss es ja dann manchmal vielleicht auch etwas grösser sein. Vielleicht ein sogenanntes Sabbatical. Oder eine Phase von der Reha, wo man irgendwie so länger auch schaut, dass es einem besser geht. Eine Therapie im wohlgemeinten Sinn. Jetzt kenne ich das leider, dass in meinem Leben manchmal eine Herausforderung die nächste so jagt. Hast du vielleicht auch schon erlebt. Und man kommt eigentlich gar nicht so zu dieser Erholung. Kaum ist etwas überwunden und überstanden, wartet hinter dem Ecke schon das Nächste. Und man denkt sich ein bisschen, hey, was soll das alles? Ich persönlich habe das auch in den letzten Jahren so erlebt, in einer Phase, wo ich selber sehr müde war, erschöpft war, sind wir überrascht worden mit einem zweiten Kind, so die Nachricht von dem, das challenged dann gerade mal ein bisschen. Und kurz darauf haben wir gemerkt, dass es gesundheitlich Herausforderungen gibt mit unserem zweiten Sohn, dass er eine angeborene Sehbeeinträchtigung hat, die auch seine Sehkraft stark hindert. Und in dem Moment denkst du so ein bisschen, hey, muss jetzt das auch noch sein? Ganz ehrlich. Vielleicht kennst du so Situationen auch. Wir befinden uns in der Exodus-Serie. Das ist eine Serie, wo wir das biblische Buch, 2. Buch Mose, miteinander ein bisschen vertieft anschauen und in die Geschichte von Gott mit den Menschen und insbesondere mit seinem Volk eintauchen. Und wir möchten uns daraus inspirieren lassen. Und wir sind da dabei letzte Woche, am Ende von letzter Woche, von dieser Predigt, an einem Wendepunkt angelangt. Das Volk verlässt Ägypten. Mit dem Passamal haben wir das so ein bisschen illustriert hier auf der Bühne mit der Geschichte vom Blut an die Turpfosten. Und dann kommt ein wichtiger Moment. Und es heißt dann im 2. Buch Mose Kapitel 13 Folgendes. Als der Pharao das israelitische Volk ziehen ließ, führte sie Gott nicht über die Küstenstraße durch das Gebiet der Philister, obwohl dies der kürzeste Weg gewesen wäre. Denn Gott sagte sich, wenn das Volk merkt, dass es kämpfen muss, bereut es vielleicht seinen Entschluss und kehrt wieder nach Ägypten zurück. Darum ließ Gott das Volk einen Umweg machen und führte sie über die Wüstenstraße in Richtung Schilfmeer. Jetzt nach dem Text kommt dann die epische Geschichte vom Durchzug von dem Schilfmeer. Jede Kinderbibel, ich bin im Moment recht versiert in denen, führt irgendein Bild dazu. Die einen sehr brachial und gewaltig, die anderen so ein bisschen lieblich. Das Wimmelbuch haben wir sogar, wo noch so einer surft in den Wellen, wo aufgehebt wird. Ja, nicht so textgetreu, würde ich sagen, aber man kennt dann die Bilder mit der Zeit. Also eine epische Geschichte, wo wir sicher alle auch schon davon gehört haben. Aber in diesem Text wird auch etwas beschrieben, wo eben dann die folgenden Kapitel alle, also nicht nur der Durchzug, sondern auch das, was nachher kommt, mitprägt. Und wir lesen das da miteinander. Es heisst nämlich da, dass Gott das Volk einen Umweg machen ließ. Also er hat sie nicht den direktesten Weg geführt. Und er führte sie über die Wüstenstraße, also in die Wüste, durch die Wüste. Und das fängt schon vor dem Durchzug von dem Meer an. Und was man sagen können, ist, das Volk Israel hätte definitiv ein längeres Sabbatical verdient. Aber wo landet es? In der Wüste. Und da sind wir mit ihnen. Und wir wollen uns auch Gedanken zu dieser Wüste machen. In der Wüste. Und man fragt sich, wieso? Wieso führt Gott das Volk durch die Wüste? Es gibt da einen Hinweis, da gibt es eine Sorge, die werden wir gerade noch entdecken, dann später. Aber mal grundsätzlich ist es nicht der Ort, wo du dich danach sehnst. Es hätte direktere Wege gegeben. Auch hätte ja der Durchzug nicht zwingend müssen die 40 Jahre dann dauern. Aber da stehen sie jetzt und sie haben grosse Schwierigkeiten vor sich. Und dann wird uns das Volk dargestellt von einer sehr menschlichen Seite. Und ich lade euch ein, mal so zu tun, als hättet ihr die Geschichte noch nie gehört. Weil was ich glaube, ist, dass wir die Bibel oft lesen und so, wenn ihr so aufgewachsen seid wie ich in der Sonntagsschule, hat man die Geschichte schon alle gehört und es ist ja so klar, was alles noch passiert und dann denkt man manchmal auch so, ja, also die Israeliten sind schon ein bisschen dummerchen gewesen, oder?
meine, wenn sie gewusst hätten, oder? Aber sie haben es eben nicht gewusst. Und vielleicht lässt das uns ein bisschen mit ihnen mitfühlen. Und wir sehen dann eben die menschliche Seite, nämlich dass das Volk etwas macht. Es fängt sehr schnell an murren. Es murrt, Kapitel 14, vor dem Schilfmeer schon, vor dem Durchzug. Sie murren und sie beklagen sich beim Mose. Warum hast du uns da angeschleppt? Damit wir in der Wüste sterben. Haben wir dir nicht gesagt, lass uns in Ruhe. Wir wollen lieber den Ägyptern dienen. Aber dann auch später, Kapitel 16, wir befinden uns dort nach dem Durchzug in der Wüste Sin und dann kommt es wieder auf. Und das Volk sagt, hätte der Herr doch uns lieber in Ägypten sterben lassen. Weil da verrecken wir, da verhungern wir, da haben wir gar nichts mehr. Und sie begehren gegen den Mose und seinen Bruder, den Aaron, auf. Und ein bisschen später an einem Ort namens Refidim, so wird er uns genannt, im Kapitel 17, geht es genau wieder weiter. Es ist so ein Muster, es ist etwas, was auffällt, es ist etwas, was wir herauslesen können aus dem Text, weil es immer wieder kommt, das Volk erhob schwere Vorwürfe gegen Mose. Und dort haben sie nach etwas geschrauen, wo einfach Grundnahrung ist, die wir brauchen, nämlich nach Wasser. Gib uns endlich Wasser. Und dann gerade die Frage auch, warum hast du uns überhaupt aus Ägypten geführt? Nur um uns mit Sand unseren Kindern und unserem Vieh jämmerlich verdursten zu lassen? Wir sehen hier eine riesige Herausforderung. Das Volk kommt aus der Sklaverei. Versklavt sein, das macht etwas mit dir. Das ist eine Last, das ist ein Leiden. Da denkt man ja, hey, Befreiung ist doch das Beste, was du haben kannst. Aber sie kommen an einen Punkt, wo ihnen auch keine Perspektive bietet. Sie landen mitten in der Wüste. Und ich verstehe ehrlich gesagt die Regung der Israeliten. Natürlich haben sie gerade Gewaltiges erlebt, den Durchzug durchs Meer. Aber wenn man die Noten ansieht, auch wenn in einer anderen Form, ja, dann ist es vielleicht auch sehr typisch, dass man sich schnell zurück zum alten Übel sehnt. Oder zu der alten Sicherheit, oder zu der alten Gewohnheit, oder zu den alten haltgebenden Strukturen. Oder man könnte auch einfach sagen, zurück zum Vertrauten. Zu dem, was man kennt. Auch wenn es schlecht ist, immerhin weisst du, was es ist, oder? Du kannst dich irgendwie darauf einstellen. Es scheint, dass Gott die Regung beim Volk gesehen hat. Eben darum haben wir ja vorher gelesen, ich möchte euch gar noch mal in diesen Text mitnehmen. Und wir steigen in der Mitte rein, das ist der gleiche Text wie vorher. Wenn das Volk merkt, dass es kämpfen muss, bereut es vielleicht seinen Entschluss und kehrt wieder nach Ägypten zurück. Also Gott hat das gesehen und er hat darum gefunden, wir schicken sie lieber durch die Wüste als direkt, weil dort hätten sofort kriegerische Auseinandersetzungen mit anderen Stämmen. Also lassen wir sie besser durch die Wüste gehen. Und so ein bisschen, was Wüste ist jetzt auch nicht unbedingt die gute Option, aber es scheint die bessere gewesen zu sein. Und er hat sie irgendwie dort haben, weil dort etwas geschehen kann. Es hat Zeit gebraucht, zum ready werden, Ägypten loszulassen und ins Neue hineinzugehen. Und der Rabbi Menachem Mendel von Kotzk hat das wunderbar ausgedrückt in einem Text. Das ist ein chassidischer Rabbi, einer der bekannteren, und er sagt Folgendes: Es dauerte einen Tag, um die Hebräer aus Ägypten zu bringen. Das ist relativ schnell gegangen. Aber es dauerte 40 Jahre, um Ägypten aus den Hebräern zu bringen. Es scheint so eine Zwischenphase zu sein, wo wichtig ist, die Wüste als ein Ort, wo etwas passiert. Man könnte auch sagen, die Wüste als ein Testgelände, um sie vorzubereiten. Gott hat die Zeit nutzen, sie ihnen etwas mitzugeben, ihnen eine Vorbereitungszeit zu geben, wo sie Vertrauen in Gott und im Umgang mit den Herausforderungen trainieren. Und das passt zu dem immer wiederkehrenden Bild von der Wüste, wenn man durch die Bibel schaut. Wir haben erst gerade in einer Serie über die Stille und die Einsamkeit das genauer schon miteinander angeschaut, wo die Wüste immer auch ein Ort ist von der Vorbereitung, ein Ort von der Gottesbegegnung, ein Ort von der Auseinandersetzung mit dem Leben, mit sich und mit Gott, von der Läuterung. Aber in mir löst es auch Fragen aus. Spielt Gott mit dem Volk? Testgelände finde ich ein recht provokantes Wort. Haben wir es da mit einem Gott zu tun, der ein bisschen Spiele treibt? Mit einem Volk, das gerade wirklich an einem schwierigen Ort ist, wo leidet, wo ja geschrauen hat zu ihm. Jetzt
wenn es um einen Test geht, kann das immer zwei mögliche Ausgänge haben. Oder es kann zwei Sachen bedeuten. Ein Test kann etwas sein wie eine Falle, oder? Es kann eine Schlinge sein, die ausgeworfen ist, wo dich ums Bein herum verwünscht und dich versucht, in den Hinterhalt einzuführen. Oder es kann etwas sein, um deine Stabilität zu testen und aufzubauen und dich an einen Ort anzuführen. So benutzen wir die Tests in unserem Bildungssystem, um dir selber Halt zu geben, um zu sehen, was du kannst und aber auch zu sehen, was du noch nicht kannst und wie du dich kannst belasten und wohin dass du kannst kommen. Es liegt im Motiv von dem, der prüft, für was der Test da ist, oder? Aber was man kann sagen in diesen Texten, wenn wir das so sehen, dann ist Gott jemand, der prüft und testet, in einem guten Sinn, mit einem Motiv, das helfen soll. Und der wissenschaftliche Leiter vom Bibelprojekt, Tim Mackie, bringt das sehr gut auf den Punkt. Und er schreibt Folgendes: Und so wird die Prüfung im Exodus hier als eine Chance dargestellt. Es ist eine Gelegenheit, immer wieder aufs Neue zu zeigen, dass sie, das Volk, sich auf Gottes Großzügigkeit und Versorgung verlassen. Die Herausforderungen eröffnen dem Volk die Möglichkeit, zu wachsen. Oder etwas bei sich wachsen zu lassen. Weil sie da die Chance haben, Gott als einen gegenwärtigen Beziehungsgott zu erleben. Und so finden sie auch ihre Bestimmung, weil sie sind ja Gottes Volk, von ihm erwählt. Das ist auch in dieser Geschichte beschrieben. Das ist mein Volk, ich will sie für mich haben. Und aus allem heraus wächst dann eben Vertrauen. Aber mit dem Vertrauen ist es so eine Sache. Vertrauen ergibt sich nicht in der Theorie, sondern du gibst es. Du investierst es schon auf Vorschuss. Du sagst, ich vertraue. Jetzt stellen wir uns das vor. Du stehst an dem Schilfmeer und hinter dir die Armee vom Pharao, die Streitwagen. Und auch noch so eine Wolke, wo Gott drin ist, wo das Volk geschützt hat, die hat geleuchtet, also möglicherweise war sie feurig gewesen. Dorthin zurückkehren kannst du nicht. Und vor dir ist es Meer. Und jetzt sagen wir alle, ja, aber dann geht der Kanal auf, ist ja logisch, lauf durch. Mach du das mal. Es scheint eine sichere Tod zu sein, in das Meer jetzt laufen. Es braucht enorm viel Vertrauen, das zu tun. Es braucht enorm viel. Aber es beweist sich nur in dem, dass du es machst. In dem, dass du reinlaufst. In dem, dass du gehst. Es ist die Möglichkeit. Und auch nur dort kann Gott sich ja dann zeigen. Kann sich als vertrauenswürdig erweisen. Weil so können sie erfahren, dass er das auch wirklich ist. Ziel dieser Testphase ist also, dass das Volk Gott so gut kennenlernt, dass er das neue Vertraute wird. Und nicht mehr in Ägypten das Vertraute ist, wo man dazu zurückkehrt. Dass das Volk sich traut, mit Gott zu gehen. Dass sie mehr in dieser Bestimmung wachsen, die sie haben, das erwählte Volk von Gott sein. Jetzt eine Anmerkung, die Geschichten in der Bibel sind oft sehr ehrlich und sie zeigen uns auch, dass das nicht nur einfach ist. Und das Volk wird uns auch nicht immer nur positiv dargestellt. Eben sind wiederholende Kreise, wo immer wieder so eine Prüfung vor ihnen steht, wo immer wieder ihr Vertrauen auf die Probe gestellt wird, wo sie müssen zeigen, vertrauen sie wirklich, und es gelingt ihnen ja dann nicht bei dir nicht. Wir werden das dann auch später im Verlauf von dieser Serie noch sehen. Aber das macht es auch so menschlich und vielleicht auch so zugänglich für uns. Weil die Herausforderungen sind in dem Moment real und frommes Gerät hilft da nicht viel. Und vielleicht finden wir uns ja genau darin wieder, dass wir manchmal auch nicht schaffen, in diesen realen Herausforderungen zu vertrauen. Dass wir manchmal selber merken, wie es uns wirklich an Grenzen bringt. Und wenn wir schnell auch zu anderem zurückgreifen. Mir gefällt das an der Bibel und ihren Texten, dass sie ehrlich sind, dass sie nicht schönigen. Und gleichzeitig können wir in diesen Texten eben auch ein wunderbares Bild, eine Offenbarung von Gott entdecken. Er zeigt sich in diesen Texten. Als erstes zeigt er sich als vertrauenswürdig. Und das insbesondere durch seine Gegenwart. Schon vor dem Durchzug vom Schilfmeer zeigt sich Gott als der gegenwärtige Gott. Als Jahwe. Jahwe, ich bin der ich bin, oder ich bin der mit dir Seiende. Tagsüber zog der Herr in einer Wolkensäule vor ihnen her, heißt es im 2. Mose 13,21, um ihnen den Weg zu zeigen. Und nachts war er in einer Feuersäule bei ihnen, die ihren Weg erhellte. So konnten sie bei Tag und Nacht wandern. Gott lässt das Volk seine Gegenwart erfahren. Er ist nicht ein Gott, der nicht hebt, was er sagt, der nicht hebt, was er verspricht, sondern das Gegenteil. Er zeigt sich als gegenwärtig. Der Mose hat gefragt, was soll ich dem Volk sagen, wer du bist? Und er hat gesagt, ich bin der ich bin. Ich bin der Gegenwärtige, ich bin der mit euch ist.
Und jetzt geschieht es. Das ist der Beweis. Das ist der Test, der verhebt. Gott ist mit dem Volk. Gott zeigt sich aber auch vertrauenswürdig durch seine Versorgung. Da geht es um die grundlegendsten Bedürfnisse. Weil die weiteren Geschichten nach dem Durchzug, wo ich euch so punktuell darauf mitgenommen habe, in Refidim, in der Wüste Sin, und wo sie überall gelagert haben, dreht sich immer ums Wichtigste, nämlich um die lebensnotwendigen Ressourcen, die du brauchst als Volk, als Menschen, als Geschöpf von Gott. Und das Volk ist absolut abhängig von Gottes Fürsorge und seiner Versorgung in dieser Phase. Und es ist schön, wie die Geschichte uns zeigt, dass Gott auch dort wieder sich als treu und vertrauenswürdig erweist. Und wir lesen im Kapitel 16, wie Gott zu Mose redet, wo das Volk aus Angst vor dem Verhungern lautstark sich beklagt. Und eben manchmal habe ich so den Neigung, ich denke, das Volk ist so doof. Aber es hat ja auch so viel Echtes und Wahres drin, wenn du Hunger hast. Und dann redet Gott mit dem Mose. Kapitel 16, Vers 12. Ich habe die Klagen der Israeliten gehört. Darum sage ihnen, heute Abend, wenn es dämmert, werdet ihr Fleisch zu essen bekommen. Und morgen früh so viel Brot, wie ihr braucht. Dann sollt ihr erkennen, dass ich, der Herr, Jahwe, der mit euch Seiende, der ich bin, euer Gott bin. Gott versorgt. Und er lässt das Brot, also Wachteln kommen zuerst, so die kleinen Vögel, habt ihr vielleicht auch schon gesehen, oder so ein bisschen grösser, irgendwas mischen zwischen Vogel und Huhn, würde ich einschätzen. Und sie können von denen essen, das Fleisch, das ist so ein Tag, und ab dann kommt eine neue Form von Versorgung, es kommt das Brot, das sie aufnehmen können. Und ich habe gedacht, ich bringe das mal so mit, und ich frage jetzt euch, was ist das? Habt ihr eine Idee? Was ist das? Ja, mutig. Superperle, nein. Nein, es ist was das? Es ist Manna. Manna. Und Manna nimmt man kommt vom Wort Manhu, und das heißt, was ist das? Also was das? Den habe ich vom Reto geklaut, der hat das in Griechenland sogar. Was das? Und ihr könnt mal, also man liest in der Bibel, es hat geschmeckt wie Honig. Und es hat ausgesehen wie weisse Koriandersamen. Ich bin googeln, ich habe keine ganz weisse gefunden. Darum habe ich gedacht, ja, mit dem geht es vielleicht. Hat jemand Lust, mal probieren? Ja, da unten haben wir jemanden. Schau mal. Sonst noch jemand? Gut, hä? Ein bisschen Honiggeschmack da. Das ist nicht jemand, ja. Sie haben mir gesagt, ich darf das nicht zu lange machen. Darum, da hinten gehen wir noch rasch. Ja, schau mal da. Aber ist fein, oder? Manna, Manhu. Was das? Das Brot vom Himmel. Für alle unter euch, wenn ihr es mal die Heime probieren wollt. Honey Pops heissen die. Manchmal, wenn man liest, entdeckt man wieder Neues. Mir ist aufgefallen, es heisst, es war rund und klein gewesen, hat ausgesehen wie weisse Koriandersamen und hat geschmeckt wie Honigkuchen. So ein möglicher Versuch, um das zu interpretieren. Das Schöne ist, sie haben nicht gewusst, was es ist, aber sie sind versorgt gewesen. Sie haben es nicht aufbewahren. Es hat immer genug gehabt für jeden Tag und am Vorabend vom Sabbat auch für den nächsten Tag. Es zeigt die Abhängigkeit von Gott in aller Versorgung. Gott hat ihr Verständnis stärken. Jeden Tag sorge ich für euch. Nicht einmal, nicht momentan, sondern immer. Gott zeigt seine Gegenwart durch Versorgung im Essen. Aber im Kapitel darauf folgt eine andere Situation. Und sie schreien und klagen, weil sie Durst haben. 2. Mose 17, Vers 6. Redet dann Gott zu Mose. Du wirst sehen, dass ich dich am Berg Horeb erwarte und dort vor dir auf einem Felsen stehe. Schlag mit dem Stab an diesen Felsen. Dann wird Wasser aus dem Stein herausströmen und das Volk kann trinken. Vor den Augen der 7 Oberhäupter von Israel tat Mose, was der Herr ihm befohlen hatte. Und das Volk konnte trinken. Und für mich ist Wasser schon etwas Faszinierendes. Es sieht so unspektakulär aus. Aber es ist absolut lebensnotwendig. Es ist so rein und klar.
Es hilft, um die klebrigen Honeypops rauszuspülen. Aber es ist schon auch etwas, was einem enorm gut tut. Es hat zwar nicht viel Geschmack, aber wenn man richtig Durst hat und sich dann in der Schweiz kann man das ja so gut, Wasserhahn hängen kann oder bei uns kannst du in den Bergen auch an einem Brunnen trinken. Je nachdem wo, aber meistens schon. Oder sogar aus einer wirklichen Quelle. Wasser ist so erfrischend und stärkend. Und Gott versorgt sie. Aber es ist nicht einfach schön und ja, ist alles klar, sondern es ist so ziemlich auf der Kante. Ziemlich am Ende sind sie. Und dann versorgt er sie mit Wasser. Gott zeigt sich vertrauenswürdig durch die Versorgung. Auf den letzten Drücker. Dort, wo es wirklich darauf ankommt. Mit dem Zweck, ihnen auch zu zeigen, ich bin mit euch, ich verhebe. Hey, ihr könnt mich testen, wie bei einer Brücke, wo man auf die Statik prüfen muss. Ihr könnt wagen, drauf zu kommen und ihr werdet sehen, da kommt ein Return, es kommt etwas zurück, ich bin da. Ja, was machen wir mit dieser Geschichte? Viele Jahre später. Wie kann die in unser Leben hineinreden? Was sagt sie uns über die Menschen, über uns und über Gott aus? Zuerst möchte ich sagen, das Leben zeigt sich manchmal als eine echte Prüfung. Es ist leider nie versprochen, dass das irgendwie nicht so wird sein. Auch nicht, wenn du sagst, ich folge dir nach, Jesus. Auch nicht, wenn du sagst, ich gebe mich ganz dir hin. Wüste Herausforderungen gehören dazu. Und es ist nichts attraktiv, so in unserem Glauben. Aber es ist eben das Leben. Und ich glaube, das Leben an sich ist so ein Test. Das Leben stellt uns immer wieder vor die Frage, auf was möchtest du vertrauen? Auf die Sicherheiten, die du selber kontrollieren kannst. Auf die von dir eingerichteten Strukturen oder alte, die du irgendwo mal gelernt hast. Vielleicht dir manchmal sogar geschadet haben. Oder auf Gott und seine manchmal anderen Wege und neue Wege, die uns echt, und das meine ich ernst, auch überfordern können. Und das möchte ich dir auch sagen, wenn du gerade an einem Punkt bist und sagst, kann man gut sagen, ein bisschen vertrauen. Hey, nein, es überfordert. Und ich kann da auch wirklich mitreden. Ich kenne das auch. Und das macht man nicht leichtfertig. Und es ist herausfordernd gerade darum, weil es uns dazu zwingt, die Kontrolle auch loszulassen. Und manchmal auch das, was uns vernünftig scheint. Wie eben ins Meer laufen. Das Leben zeigt sich manchmal als eine Prüfung. Die Geschichte zeigt uns aber auch, dass Gott der gegenwärtige Gott ist. Das Versprechen von der Gegenwart gilt auch heute. Und es hat sich bestätigt. Durch die Bibel durch und insbesondere im Kommen von Jesus. Und es heisst bei seiner Geburt, wie die Schreiber dort den Prophet Jesaja zitieren. Und ganz am Anfang von Matthäus Evangelium heisst es dann, der kommt, wird Immanuel heißen. Und Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Er ist der mit uns ist. Er ist der mit uns kommt. Er ist der gegenwärtig ist, der uns begleitet. Über Jesus ist das ausgesprochen. Er ist der. Und als er seine Wirkenszeit hinter sich gehabt hat, bevor er geht, hat er seinen Nachfolgerinnen und Nachfolger, seinen Schülern gesagt, wenn ich gehe, kommt ein anderer. Der Heilige Geist ist euer Beistand, der euch im Leben begleitet, der mit euch ist, der euch tröstet, der da ist, der an eurer Seite steht, der euch zuspricht. Gott ist mit uns in unseren Prüfungen, in unseren Herausforderungen. Das ist eine gute Nachricht, das ist Evangelium. Und wie erfahrt man das im Alltag? Ich würde diese Frage gerne auch euch mitgeben. Dass ihr einander vielleicht auch teilt. Vielleicht dort, wo ihr euch trefft mit anderen Menschen. Vielleicht in Small Groups. Vielleicht an anderen Orten draussen heute. Im Kaffee. Wie erlebt ihr das? Weil ich glaube, wir müssen uns zeigen, was im Leben steckt. Ich kann euch meine Sicht geben. Bei mir zeigt es sich unterschiedlich. Manchmal als einen unerklärlichen inneren Frieden, den ich habe, obwohl vieles dagegen spricht. Als eine Ruhe. Manchmal als eine innere Klarheit und Leitung, wo ich das Gefühl habe, nein, es ist klar. Manchmal, und das oft auch erst im Nachhinein, sieht man das als eine Kraft, die gar nicht erklärlich ist, als Halt. Und man denkt im Nachhinein, hey, wie habe ich das alles überhaupt können? Wie ist das gegangen? Ich will euch auch die Aufgabe mitgeben, uns zu erzählen, wie erlebt ihr Gottes Begleitung und Führung und Leitung und ermutigt euch mit dem. Es darf ganz klein sein. Ich glaube, das hilft. Immanuel, Gott mit uns. Und dann ist sicher die Geschichte auch für uns eine Einladung, in dieser Verbindung mit Gott zu leben. In die Verbindung mit Jesus zu gehen.
Die Herausforderung, die die Geschichte uns stellt, ist uns mitten in diesen Tests, Prüfungen, in dem, was unser Leben uns zuspielt, immer wieder an die Quellen der Versorgung zu wenden. Und Jesus selber vergleicht sich mit dem himmlischen Manna. Kurz nachdem er in dieser Geschichte, die auch in der Kinderbibel immer drin ist, von der Speisung, von der Menge, von der Masse mit den wenigen Fischen und dem Brot, die da sind, kurz nach dem Ereignis gibt es nämlich ein Gespräch zwischen Jesus und den Menschen. Und sie reden so über das und sie kommen dann tatsächlich auf die Geschichte aus dem Buch Exodus zu sprechen, wo das Manna vom Himmel gekommen ist. Und dort sagt Jesus, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie da zu ihm, gib uns immer wieder von diesem Brot. Und Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. An einer anderen Begebenheit hat Jesus der Frau am Brunnen gesagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Und auch der Paulus deutet tatsächlich die Stelle aus dem Exodusbrief, aus der Geschichte vom Exodus im Korintherbrief auf Christus hin. Er sagt, dass Christus ist der Fels, wo das Wasser rauskommt. Wir haben Zugang zu Gott, Immanuel, Gott mit uns. Richten wir uns an ihm aus, in all diesen Herausforderungen. Bei ihm liegt das Versprechen. Und wenn du dich heute in so einer Situation befindest, wo du dir die Frage stellst, auf was oder wen soll ich das Vertrauen setzen? Vielleicht auch gerade wirklich hin und her gerissen bist. Vom Vertrauten. Vielleicht erlebst du eine persönliche Wüste. Vielleicht hörst du, wie Ägypten dich wirklich ruft. Vielleicht plagt dich auch irgendeine Form von Hunger oder Durst. Und Jesus lädt dich ein und sagt, komm zu mir. Ich will deinen Durst stillen, wenn du ausgelaugt und müde bist. Komm zu mir, ich schenke dir frisches Wasser. Wenn dein Lebenswasser verbittert ist, wie die Quelle bei Mara oder schmutzig ist, mein Wasser ist klar, es reinigt, es stärkt. Komm zu mir, wenn du in einer inneren Dürrezeit bist und die gerade erlebst. Ich möchte dir kraftspendendes Wasser geben. Komm zu mir, ich will deinen Hunger stillen. Den Hunger von deiner Seele, von deinem Inneren. Aber vielleicht auch ganz materiell, mit dem Nötigen, was du brauchst. Ich will deinen Hunger stillen in Bezug auf fehlende Beziehungen. Ich will deinen Hunger stillen nach Anerkennung, nach gesehen werden. Ich will dir etwas von dem Brot geben. Vom Brot vom Himmel. Das tatsächlich süß ist. Das deine Bitterkeit wegnimmt. Wir sind im Moment ruhig und fragen uns, wo Jesus uns heute zuruft. Ich bin das Brot vom Leben. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Komm zu mir. Immanuel, Gott mit uns. Wir heben uns fest an dieser Zusage. Wir kommen zu dir und wir bitten dich um deine Gegenwart, dass wir sie erfahren können.
Dort, wo sie vielleicht im Moment uns noch verborgen ist. Wir bitten dich, dass du mit uns bist. Und du kennst all diese Situationen, wo uns der Hunger und der Durst betrifft. Wo uns die Prüfung zu gross erscheint. Wo die Füße uns trifft. Dort, wo wir das Gefühl haben, wir haben sowieso schon zu wenig. Bitte um eine Offenbarung von dir. Wir bitten, so wie Jesus uns gelernt hat zu beten, Vater unser, unser tägliches Brot gib uns heute. Du hast genug. Genug für den heutigen Tag. Genug für jetzt. Es muss nicht im Überfluss sein, aber das ist genug. Ich bitte dich, dass das eine Erfahrung sein darf, die wir machen. Ich bitte dich um Mut für uns, um den Kornspeicher von Ägypten hinter uns zu lassen und uns auf die riskante Brücke zu dir hin zu begeben. Auf den Weg, der auch herausfordert, der manchmal uns auch fragwürdig erscheint. Ich bitte dich für den Beweis von deinem Vertrauen, dass es sich lohnt zu vertrauen, dass du uns begegnest. Ich danke dir, dass du jeden Menschen hier kennst und weißt, was er jetzt braucht. Und wir möchten aus dieser Geschichte Hoffnung, Mut schöpfen, dass du mit uns kommst. Amen.